Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa-Live-Ticker mit Christoph Hansen. Seit Jahren herrscht an der europäischen Öffentlichkeit sowie an den Medien eine Debatte über die Zulassung vom Pestizid Glyphosat. Am Sommer 2016 ist die EU-Zulassung für Glyphosat ausgelaufen und aus dem Grund hat die Europäische Kommission zusammen mit den Memberstaaten müssen dezidieren, ob sie Glyphosat auf der Liste von den zugelassenen Wirkstoffen lassen oder nicht. Vierdrun hat die Internationale Agenz für Krebsforschung, die Teil von der Weltgesundheitsorganisation ist, mitgeteilt, dass sie Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstufen. Daraufhin ist eine kontroverse Debatte an der Öffentlichkeit losgegangen über die weitere Zulassung von diesem Produkt. Aufgrund von der öffentlichen Diskussion über die Zulassungsprozedur hat sich im Sommer 2017 eine Bürgerinitiative, Glyphosat genannt, gegründet. Über 1 Million EU-Bürger hat ein Verbot von diesem Pestizid und auch generell mehr Transparenz bei der Zulassungsprozedur von so Produkten gefordert. Das war auf jeden Fall der Grund genug, für das Parlament eine Spezialkommission zu diesem Thema an die Leben gerufen hat. Letzte Woche zu Straßburg haben wir über diesen Rapport aufgestimmt, die gemeinsam von einem geringen Deputierten aus der Belgien und einem deutschen Kollegen aus meiner Fraktion verfasst wurde. Für mich war es wichtig, dass der Bericht die Unabhängigkeit von der Wissenschaft an den Mittelpunkt stellt. Die Sicherheit von unseren Lebensmitteln ist ein sensibles Thema und darf nicht der Spielball von der Politik gehen. Bei der Diskussion um den Glyphosat war zum Beispiel so, dass die wissenschaftlichen Institutionen von der EU, wie auch die nationalen Agenzen aus den USA, Kanada, Australien, Japan oder auch noch in Deutschland zu der Konklusion gekommen sind, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, wenn nicht die Regeln noch gebraucht gehen. Einzig allein die Agenz für Krebsforschung von der Weltgesundheitsorganisation hat Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Allerdings hat diese Agenz auch nicht mehr geprüft, ob Glyphosat generell, also bei hoch konzentrierter Dosierung, krebserregend ist. Wie bei vielen Stoffen am Alltagsgebrauch mischt die Dosis eben auch aus, ob ein Produkt giftig ist oder nicht. Zu viel rotes Fleisch, Sonne oder auch Alkohol werden von der selben Agenz auch als krebserregend oder potenziell krebserregend eingestuft. Die Rückstände von Glyphosat, die zum Beispiel an Deutschland am Bayer festgestellt wurden, waren aber an so einer geringer Dosis, dass man eigentlich 1000 Liter Bayer am Tag trinken, für das für den Menschen gefährlich gewesen wäre. Ich meine auch, wenn der außer die Stadt wird, gibt er mal nicht 1% davon packen. Die Analysen von unserer Spezialkommission am Europäischen Parlament haben aber gewiesen, dass bei der Zulassungsprozedur von so Pestiziden noch gebessert gehen. Bislang konnten Hersteller, wenn ein Aufruf für eine Zulassung gemacht wird, entscheiden, an welchem Memberstaat das Produkt einer ersten Sicherheitsprüfung dazu soll gehen. So wie Vorgehen steckt natürlich nicht gerade Vertrauen an die Unabhängigkeit von der Zulassungsprozedur. Der Produzent nennt in dem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit das EU-Land, an dem er seinen Wirkstoff herstellen lässt. Da ist es dann normal, dass die Unabhängigkeit von dem ausgewählten Memberstaat afrogestellt wird, weil damit auch Steuerresetten, Arbeitsplätze etc. auch nach un. Wir haben übrigens gefordert, dass die EU-Kommission in der Zukunft entscheidet, welcher Memberstaat die erste Prüfung von so Wirkstoffen machen soll. Darüber hinaus soll auch der Zugang vom Publikum zu den wissenschaftlichen Studien auf Basis von denen Decisionen, ob ihr Produkt zugelassen wird oder nicht, soll verbessert gehen. So hätten dann zum Beispiel auch ONG und unabhängige Wissenschaftler die Möglichkeit, alle Informationen und Studien zu sehen und so die Schätzung von der EFSA zu konfirmieren oder auf Ungereimtheiten aufmerksam zu machen. Für das in Zukunft auch die langfristigen Konsequenzen von Pestiziden mehr stark berücksichtigt gehen, fordern wir zudem Testmethoden für eventuelle Rückstände am Stips, Wasser oder an der Luft feststellen zu können. Zu einem Verbot von Glyphosat ist bislang aber noch nicht gekommen. Die Alternativen zum Glyphosat mit vergleichbarer Wirkung existieren bislang einfach noch nicht. Dafür fordern wir an unserem Rapport, an die Recherche zu investieren, für so sehr wie möglich Alternativen zu dem Produkt zu finden, den die meisten Leute effektiv nicht mehr sehen wollen. Eine Alternative, die momentan an der Testphase ist zum Beispiel den Ersatz von Lasern für den Unkrautmeister zu gehen. Die EU-Kommission
prüft derzeit die allgemein Direktiv iwwer Zulassung vun de Pestiziden. Konkret Resultate von dieser Evaluierung ginn nach fir dëst Jahr erwart, an op der Basis von den Resultater soll dann eng aner eben noch Rekommandaation, die mir im Parlament an der Spezialkommission festgehollen, soll die EU-Kommission eng Reform von der Zulassungsprozedur für so phytosanitärproduen proposieren. Das neidig Reform wird dann noch von de Pla de Resistanzen von dem neuen Europaparlament sinn mé Gier am Mai ein Parlament wählen. Und der Reform will auch mat schaffen, wie dass wir an der EU auch weiterhin gut a gesund Lebensmittel behalen an das Umwelt dabei schonen. Dafür hoffe ich natürlich, dass die mir an den Europawahlen auch Vertrauen schenkt. An attendant so ich vielmals merci für die Nolauusren an hoffentlich bis geschön bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.